China und Russland starteten am Donnerstag eine gemeinsame Marineübung im Japanischen Meer mit einigen der stärksten Kriegsschiffe der beiden Länder, darunter Chinas großer Zerstörer vom Typ 055. Aktuelle Zahlen der Universität Cambridge zeigen jetzt, dass der Großteil des Bitcoin-Minings inzwischen in den Vereinigten Staaten stattfindet. Über ein Drittel der Leistung für das Bitcoin-Mining kommt inzwischen aus den USA, während China in der Statistik auf einen nicht mehr messbaren Anteil zurückgefallen ist. Die Produzentenpreise stiegen um 10,7% zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt am Donnerstag in Peking mitteilte. Seit Beginn der Erhebung im Oktober 1996 hat es einen so kräftigen Anstieg noch nie gegeben. Die Erzeugerpreise gelten als Frühindikator für die Entwicklung der Inflation. Nach ihrem Rückzug unter Präsident Trump werden die USA wieder Teil des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen. Die Vereinigten Staaten wurden am Donnerstag von der UNO-Generalversammlung in New York in das 47-köpfige Gremium mit Sitz in Genf gewählt. Die Zentrale Wahlkommission in Usbekistan gab bekannt, dass die Frühwahlen für die Präsidentenwahl am 24. Oktober begonnen haben. Der US-Software- und Internetriese Microsoft schließt sein Karrierenetzwerk LinkedIn in China. Zur Begründung nannte der Konzern am Donnerstag ein herausforderndes Betriebsumfeld und strengere Richtlinien in dem Land. Die Vereinten Nationen haben einen Bericht über die Klimaveränderung publiziert. Demnach sollen in den nächsten 10 Jahren die Quellen für sauberes Wasser in Pakistan versiegen. Dadurch werde es eine Krise in dem Land geben. 3/4 der 250 Millionen Pakistanis leben am Indusfluss und die größten 5 Metropolen sind von diesem Wasser abhängig.